Marius. Ik wil jullie hier alle welkom heten van deze Marius. Mijn naam is Johnny Loewen. En dat is mijn opgave van jou met de boodschap te doen. En mijn vrijdag dat te doen. En mijn wens is dat het ons mocht te zien zijn. Dat is waar de meeste Weihnachten en sogar de Weltraum ons die merkerij dürfen, wenn ze niet geplant aan Jezus geloven. En het thema van deze boodschap is allmählich. En de tekst van deze Marius is Lukas 1:26 bis 56. En dit ganze Kapitel en de ganze Weihnachtsgeschichte hat viele allmähliche Umstände. Wir anfangen mit dem Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Weihnachtszeit. Einmal das Jahr hält die Welt still und feiert die Geburt von Jesus Christus. Wir danken dir, Vater, dass du dienen sehen über 2000 Jahre treten in diese Welt schenkst und den ersten Weihnachtsmorgen. Wir beten, dass Jesus Christus auch in jeder Hort ist, hier von der Samarius. Aus unseren Armen hat unsere Säule noch nicht die wahre Weihnachtsfreiheit belebt. Diese Weihnachtsfreiheit ist für alle, die Jungen, die Alten, die Ungesunde und die Armen. Das ist das schönste Geschenk, was jemand kriegen kann. Schenk uns Ohren zu hören, was du zu uns was reden durch dein Wort. Und gib mir die Wert, dass ich das Reich mag verbringen. Das beten wir in Jesus Christus seinen Namen. Amen. Ich will jullie eine Frage stellen. Hast du irgendwas, was bei Gott allmählich ist? Wenn je denken, nee, du hast nicht, was bei ihm allmählich ist, dann habe ich noch eine Frage. Kann Gott so einen großen Stein merken, was er selbst nicht abheben kann? Hier habe ich jetzt nur eine Art. Und dann will ich diese Frage beantworten. Nu hast du was bei Gott nicht möglich ist. Entweder Gott kann nicht einen Stein groß genug merken, was er selbst nicht abheben kann. Oder er kann einen Stein merken, was sogar er nicht abheben kann. Und dann will du es was bei ihm allmählich ist. So was meint die Bibel dann, wenn die sagt, bei Gott ist kein Ding allmählich, nur Lukas Kapitel 1, Vers 37. Und hier ist die Antwort dazu. Das ist ganz einfach. Alles, was in Gott seinen Willen ist, und was immer er bestimmt hat, und in seinem Charakter ist, dort ist bei ihm möglich. Aber was immer je in seinem Charakter ist, dort kann er nicht tun. Zum Beispiel, Gott kann nicht lieben, nicht ändern oder sündigen. Dort ist Büter seinen Charakter. Und dort kann er dann nicht tun. Aber was er bestimmt hat, dort wird er tun. Und dann aus uns dort auch allmählich sieht. Und du hast wenig, was uns da auf die Knien trifft, als wenn wir in eine allmähliche Lehre sind. Wenn alles gut geht, dann fangen wir einmal an zu glauben, dass wir wissen, was wir tun. Und wir sind gar nicht beneidigt an andere, sogar an Gott. Aber wenn Dinge ihr schief gehen, da sie wie bald ohne eng und rufen uit naar Gott. Wir finden dort wahrholend in der Bibel. Dort waren die Leeu ihr hoffnungslos uitsag. Dort ist, wenn Gott seine raadste Wunder deed. Dit ervoor wir auch in onze eigen levens. Eine Sache lijkt ganz hoffnungslos uit. In dem letzten Moment schafft Gott ein Wunder. Und alles klappt. Gerade zu der rechten Zeit kommt die Antwort und wirken auf einen ganz anderen Weg, als wir uns dort dachten. Aber Gott ist immer krank durch, zu der rechten Zeit, und bei ihm ist nicht allmählich, was in seinen Willen ist. Und die Ursache, warum Jesus muss Mensch werden, wir wollen, dass wir allmählich, dass wir uns selbst können, uit uns selbst können gerat werden. Wir haben mal ein engste Trebecken, was die erste Prophezeiung nach Gott wem schenken wird, uns Menschen von unserer allmählichen Situation zu raten. Für das müssen wir trägen, bei 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Du seht Gott, das wird zu den Schlangen den so tun. Du in der Früh worden jünd feindlich sein, und jene nu kommen worden sich nicht leiden können. Hij wird dir den Kopf verwunden, und du wirst am den Hack verwunden. Das wir vorzunum sinnvoll. Nach dem Gordon Eden, euer Gott, und durchschickt.
En deze vers, zij wil etliche dingen, die nu in een komenden Rade aandienen, wat de mensen van ihren dodesstraf verraden wordt. Dat eerste wat hier opvallend is dat God hier zegt, dat de Früh en de Schlang nu komen worden zich vriendlich zijn. Wanneer du van nu komen geredet wordt dat niet van de Früherde geredet, aber den Mondsine. En dit is dat eerste aanwijzen, nu wem die ohne in menschlichen Futter geboren worden wird. Dit wie aber menschlich allmählich. Wieder in de Vers zei wie, dat dit nu komen van wat het hier redt, wie een bestimmte persoon. Wels dat zegt, hij wordt die den Kopf verwunden, en du wordt am de hak verwunden. Dit is niet irgendwem het gemeint, oder op verschiedenste Wege, aber eine bestimmte Person op een bestimmte tijd. Die wordt den Zutun de Macht van den Dood nemen, en dat is dat Ziel, wo wir in Jesus Christus Mensch wordt. Hij kwam te doen, wat voor ons allmählich wird. Wenn je eine Bibel mit haben, dann dort mit mir taub nur Lukas Kapitel 1, 28 blättern. Und ich will uns tags in 3 Teilen. Erstens eine allmähliche Abgabe, zweitens eine allmähliche Serien und drittens eine allmähliche Friede. So Lukas Kapitel 1 von 26 bis 38. In der 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott nur die Stadt Nazareth in Galiläa nur eine Mial geschickt, der Josef und David sein Stamm anvertraut wird. Und der Mial heißt Maria. Und der Engel kam bei ihr und sagt, ein Gruß an die, du benötigte, der Herr ist mit dir. Sei aber wie überrascht über den Gruß und wundert, was die zu bedienen hat. Der Engel aber sagte zu ihr, Maria, fürchte dich nicht, du hast bei Gott Not gefunden. Und sei einmal, du wirst schwanger sein und wirst ein Sohn zur Welt bringen. Und du sollst am Jesus nennen. Der wird groß sein und in den Allerhöchsten sein Sohn genannt worden. Und Gott, der Herr, wird am sein Vater David seinen Thron geben. Und er wird ewig über Israel König sein. Sein Königreich wird niemals in ihn nehmen. Maria fragt den Engel, was soll das werden, weil es noch kein Mann bei mir gewesen ist? Und der Engel sagt, der Heilige Jesus wird über die kommen. In den Allerhöchsten seine Kraft wird aus den Schatten über die kommen. Du wirst, wird der Heilige, der von dir geboren worden soll, Gott sein Sohn genannt worden. Und kick mal, die nicht, Elisabeth, trägt nu in ihre Oule der auch ein Kind, von der durch die gesagt wird, dass sie nicht Kinder haben. Sei es nu in der 6. Monat, weil es bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria sagt, ich sehe hier den Herrn zu dienen. Laut mit mir worden, was du gesagt hast. Und der Engel verleiht er. Das wird menschlich eine allmähliche Abgabe. Maria wird noch ganz jung und unbefreit. Sie wird auch wem anvertraut, mit wem sie sich befreien wird, aber dort wird noch nicht passiert. In der Kultur, wenn 2 Personen sich erst anvertraut werden, dann werden sie sich all am sich versprechen. Und dort wird auch eine Ehescheidung brücken, um dort nichts zu merken. Wenn wir in dieser Zeit den unvertrauten Partner antreffen, wird der gesetzlich gleich euch sein, als wenn die Ehe gebrochen haben. Und die Strafe für die Ehebrechen wird steinigen. Die Bibel sagt nicht, wie alt Maria war. Aber sie wird womöglich noch mal bei 15 Jahren gewesen sein. Sie in ihr unvertrauten Mann Josef werden mal von einem Lied. Dort sie mal wenig hatten, sie wir das Opfer, was sie in den Tempel brachten, als Jesus erst 8 Jahre alt war. Sie brachten mal 2 Düven für ihr Opfer und nicht einen Schub, weil sie werden zu arm. Der Engel Gabriel, wie der Botschafter von Gott, wird in der kurzen Zeit 2 menschlich allmähliche Dinge verkündet. 6 Monate vor dit wird in Zacharias geschickt worden, arm weiten zu lassen, dort in seine Eule früh würden bald ihr erstes Kind haben. Wenn dort eine Zeit gewesen sein, dass wir hier haben, wird Zacharias vielleicht gesagt haben,
Das geht ja gar nicht. Wir sind al so alt, wir kriegen sogar al Old Age Pension. Wir sind al veel te alt, zum Kinderschecks kriegen. Die alle Zacharias können das bloß nicht begreifen. Und da mögt der Engel am Stamm. Und dort er nicht mehr reden können, was dort erst wird passiert sein. Und nu hat Gabriel waren nur recht, wat de menschlich allmählich wird. Da wird wahre ein Kind geboren worden ab einem wunderbaren Weg. Aber ditmal wird es von einem jungen Mädel worden, wat noch mit keinem Mann gewast wird. Viele sind auch, wie Pastor Quinton seine Botschaft von Zacharias und Elisabeth, und wo allmählich dort für Zacharias scheint, dass seine Frau wird noch kein Kind haben. Ich wundere, auf der Engel Gabriel wird für sich gewundert haben, was seine nächste Nachricht wird euch nehmen wollen. Als der Engel Zacharias kam, verfiel sich geschehen, als der du mit eins bezieht am Stand. Nu kam Gabriel nur de junge, unbefriede Mädel Maria. Der Engel kam ein bisschen anders nur als der nu Zacharias kam. Zacharias wird mit einem großen Gottesdienst beschäftigt, als er nur Abend kam. Aber Maria wird womöglich bloß bei ihrer täglichen Arbeit. Sei wir vielleicht tragt mit Abwaschen oder Waschabelin hängen. Und dann mit eins, was bereist von einem Engel. Ein Gruß an die begnudigte, der Herr ist mit dir. Nur Vers 28. In ihrer Kultur wird es nicht normal, dort Männer zu anderen frühes reden deuten, und besonders nicht zu junge Mädels. Wenn ein Engel von wem gesandt wird, sagt er immer nur Männer. Also, dort ein Mann, was erzählt wird ihm überraschen. Und dort sie mit so einem Gruß angeredet wird, genau. Der Engel Gabriel, der Fußproben zu beruhigen, dass sie sich nicht ängsten soll. Und wahrscheinlich, wann immer ein Engel mit einem Menschen reden wird, ängsten die sich immer sehr. Und diese junge Mädel wie nicht anders. Gabriel gibt die Botschaft, was er berichten soll. Was Maria alles wird sein, durch ihr Kopf gerannt sein, in dem Moment ist nicht zu weiten. Aber sie hatte wie eine Frau für den Engel. Was soll dort passieren? Will sie nicht unbefriedigt werden? Der Unterschied zwischen Maria, ihre Frau, und den Engel und Zacharias wird das. Maria wird dort nicht deutlich, was passieren kann. Und Zacharias glaubt nicht, dass das passieren kann. Maria hat eine Erklärungsfrau. Und Zacharias, seine Frau, kam aus dem Unglauben. Wenn wir diesen ersten Kapitel von Lukas lesen, und dort erst bei Maria ihren Engelbesuch ist, wundern wir, was sie den abnehmen wird. Aber Maria weiß noch nicht von, dass der Engel auf ihr bei Zacharias war. Weil sie hat noch nicht Lukas 1 von 13 bis 20 gelesen. Maria hat kein Problem mit dem Leben, was passieren soll, aber wird bloß nicht deutlich. Ihr Glauben wir stark genug, dass sie glaubt, dass Gott kann sogar das Allmähliche tun. Wenn ich mich mit Menschen vom Glauben unterhalten will, geht mir das schein, wenn sie mir Erklärungsfrauen stellen tun. Dort beweist, dass sie wissen wollen in ihr Verständnis. Und dass sie Dinge durchdenken tun. Dorthin, wenn wir einem eine Frau aus dem Unglauben stellt, ist das viel schwerer. Und mit so einer Frau kann eine Pferd noch nicht haben. Eine ist meist besser auf, bestellt zu sein. Als der Engel dann zu ihr sagt, dass der Heilige Geist wird über ihr kommen, dort wie geht. Sie wird das meist sicher nicht haben verstehen können, aber sie glaubt dort. In der Maria ein Beispiel zu geben, dass Gott wirklich allmähliche Dinge tun kann. Sehr er nach der Eier verleiht, dass er nicht, Elisabeth, wird nie auch schwanger in ihrer oude Deel. Wenn sich ihre Situation allmählich sagt, die von Elisabeth deut genau. Und das wird Maria sehr viel zum Nudenken gegeben haben. Sie,
een onbevrieden Jahr, wird ein Jungje zur Welt bringen. Und sie soll am Jesus namen. Die wurden arm, den Allerhöchsten sind sehen namen. Und die wird für ewig Israel erkennen sein. Den Messias, nur wem sie alle so lüden, wird die wirklich nicht hier sein? Und von geboren worden? Was würden die Menschen sein von dort? Würden die auch glauben, wenn sie ihnen vertellen würden, was sie belebt hat? Die Schrift ist nur Teil von diesem Thema. Aber dort hielt sich nicht nur, dass die Menschen Maria glaubten, was sie ihnen sagt. Laut an sein Leben sehen die Menschen über Jesus wird. Ist das nicht die Hauptarbeiter? Ist das nicht Maria ersehen und die Brüder und Jakobus, Joses, Judas und Simon? Sind seine Schwestern nicht auch hier mit uns? Und sie stehen sich über an. In Markus 6, Vers 3. Jesus wird eine geringe Familie geboren. Hat sich in seinen Führer, seinen Beruf gelehrt als ein Hauptarbeiter. Und die soll nu ein Lehrer sein in Israel. Hier in Markus im Evangelium nennen sie Jesus Maria ehren sehen. Du sind zwei mögliche Ursachen für. Eins ist, dass Josef hier dann all gestorben. Willst die wird noch nicht mehr erwähnt, nur die Geschichte, wo sie als Familie wieder nach Jerusalem gereist und Passafas, als Jesus 12 Jahre alt war. Oder sie nannten an Maria ersehen. Weil sie haben dort noch nicht verjährten, was dort für interessante Umstände werden, als die unbefriedete Maria schwanger wird mit ihren ersten Sohn. Ich will hier ein klein bisschen von einem Thema reden, was mir wichtig ist. Und dort ist von den Irrglauben, was uns Menschen, was ich von unsere Menschen gehört habe. Und dort ist das. Dort Kinder, was bitte der Ehe empfangen oder geboren sind verdammt und worden in der Hallmatten. Hier ist aber das Problem mit dem Denken. Du hast keine Unterstattung für dort in der Bibel. Wann du wir, da wir Jesus selbst nur der Hall verdammt. Weil es heute wir von den Heiligen Jesus empfangen, euer Maria sich befreit hat. Also wer sonst läuft, oder wann sonst zu wem gesagt ist, und ihr siegt dort für ihn selbst, und seid, auf die sonst an der Bibel finden worden. Wenn jemand haben muss mit so einer Schande rumdrehen, kann jemand mehr trösten, dass Jesus weit kriegt, wie ihn dort geht, weil es arm schmeiten sie dort auch fair, dass er bitte Ehe empfangen wird. All das lag noch in Maria ihre Zukunft. Wo würden ihre Nubasch annehmen? Was wird ihr unvertraute Josef tun? Wird der dort leben, wenn sie arm vertalen wird, was sie belebt hat? Und das waren Dinge sein, wo sie da womöglich was haben mit Schweie hat. Aber sie nehmen dort das Wort, was der Engel sagt. Dort bei Gott erst kein Ding allmählich. Sei sie dann zu den Engel Gabriel, sie hier dem Herrn zu dienen. Laut mit mir Worten, was du gesagt hast. Sie nahmen den Beruf an, was Gott für er hat. Sie wie auch wählens den Herrn sein Beruf. Sie wie auch wählens den Herrn sein Beruf an uns Leben nur zu folgen. Und don't, was uns dort noch kosten. Menschlich zu sein, sagt dort nicht gut ut für Maria. Dort wir allmählich, dort das wird gut utfallen für er, aber bei Gott ist kein Ding allmählich. Wenn uns dort allmählich utsieht, wozu Gott uns beraubt hat, dann nehmt das Versprechen an. Bei Gott ist kein Ding allmählich. Du sind viele Dinge, wo dort uns kosten muss, wenn wir Gott im Glauben nur folgen. Jesus Christus nur folgen, kommt mit einem Preis. Wir müssen dann uns alles abgeben und für arm leben. Dort kann auch uns unseren golden Numen kosten. Wir möchten vielleicht ewig geschutene Menschen genannt werden, wenn wir für voll Jesus nur folgen. Möchte dort auch so sein von uns, dass wir auch sagen, so ist Maria deut. Ich sie hier, dem Herrn zu dienen.
Laut mit mir worden, was du gesagt hast. Uns macht unser Abruf allmählich uitlauten, aber bei Gott erst nicht allmählich. Nu nur der zweite Teil, in allmählichen Serien. Wenn wir nicht so recht weiten wohin, dann ist es vielleicht eine gute Idee, mal ein bisschen eine Reise zu machen. Und das ist, was Maria tut. Nu wieder in uns Tags von Lukas 1 von 39 bis 45. Dann mögt Maria sich reut und spaut sich. Dort sei nur eine Stadt in der Boy in Judäa gekommen, wo sie bei Zacharias im Haus neben Jenken Elisabeth begrüßt. Als Elisabeth den Gruß von Maria hielt, sprang er dort hinter Mutter lief, in Fall vom Heiligen Geist, und mit einer lauten Stimme sagte, begnudigt bist du, Mann des Frühs, und begnudigt ist das Kind, was von die Wort geboren worden. Aber warum habe ich dort fertig, dass mein Haar seine Mutter noch mich kommen soll? Weil sobald aus meine Ohren dienen großhielten, sprang mir das Kind und Mutter lief mit Frieden. Gesegnet es sei, der dort glaubt, dass es so daran kommen wird, als der Herr zu ihr gesagt hat. Maria entschloss sich, nur nicht zu reisen. Vielleicht hat sie Angst vor das Ramgerät, was meiste Sachen würde Nazareth ramgehen. Und vielleicht ist sie bloß neugierig, was mit Zacharias und Elisabeth tut. Was immer die Ursache wie für ihre Reise, wird dort sehr gut abgenommen. Elisabeth und das Kind, was sie trug, waren im Moment, wo Maria durch die Deur kam, mit den Heiligen Geist gefüllt und begrüßten mit den Serien. Und das wird nach einer Zeit vor Internet und Cellphones, also heute sollte allmählich sein, dass Elisabeth dort auch wisst, dass sie auch schwanger wird. Und wems Kind dort wird, was sie trug. Dessen Serien, was sie hier begegnet, wir menschlich allmählich, aber Gott durch den Heiligen Geist hat der Taub gestaltet. Diese zwei Frühs hatten ganz verschiedene Geschichten. Eine wie alt und der andere wie noch ganz jung und unbefriedigt. Der eine hat er ganz befriedet Zeit, sich Kinder gewünscht und durch die Schande, was ihre Kultur ab erlebt, was sie erst zu alt wird zum Kinder haben. Aber nun hat Gott dort allmählich gedonen in ihr Leben und wird ein Sehen schenken. Das wir in sehen, was sie auch lang hat für allmählich geteilt. Nu hat sie die Wahrheit erfahren, dass bei Gott ist kein Ding allmählich. Und Maria wird sich vielleicht sehr gefällt haben, dass keiner kann er verstehen. Aber diese Lied, in besonders Elisabeth, die nehmen er ab. Dass wir allmählich, dass er das all wer gesagt hat, dass sie den Sehen Gottes trug. Dass sie wird so abgenommen worden in dem Moment, was sie nicht ungerechnet haben. Aber Elisabeth und ihr Kind, was sie trug, voll von den Heiligen Geist, werden übermutig für die Ehe, was sie hatten, Besuch von ihrem Haar und seiner Mutter zu haben. Und hier jenkel eine Prophezeiung in Erfüllung, was Zacharias von dem Engel Gabriel hat, wo er sagt, der wird all im Mutterlieb den Heiligen Geist kriegen, nach Lukas 1,15. Maria wird auch für ihren Glauben gelobt. Sie glaubt, was der Engel zu ihr gesagt hat. Und sie will dort Wunder auch untersuchen, was Gott und Zacharias und Elisabeth getan hat. Wir sind hier, wo alle beide früher sich sich sehen sind. Die jüngere früh sehen die ältere und die ältere sehen die jüngere. Und wir als Christen sollen auch immer doen sein, dass wir uns sich zum Sehen sind. Diese beiden frühs werden in dem Moment wirklich von einer und den anderen gestorben und gesehen. Maria wird womöglich nur Elisabeth gereist, zum Sehen sein. Und kriegst du von selbst einen großen Segen. Das ist gewöhnlich für Gott und lenken das, wenn wir am Gehorsam nur fallen. Wenn wir im Glauben Gott nur fallen, wird er uns auf wir sehen, wird wir selbst für allmählich teilen. Und je länger wir Gott im Glauben und Gehorsam nur fallen, je mehr so eine allmähliche Segen, was wir erfahren. Und nun nur der dritte Part, eine allmähliche Freude. Lukas 1, 46 bis 56. Und Maria sagt, meine Seele lobt dem Herrn. Und mein Geist freut sich in Gott, meinen Heiland.
Hij heeft mij, zijn geringe dienst mij al niet vergeten. Van nu aan worden alle generationen zijn, dat ik gezegend zie. De Almachtige heeft grote dingen om mij te doen, en zijn noemen is heilig. Hij wordt immer met die metvallen, die hem verchten. Hij heeft met zijn arm geweldige dingen gedaan, en die in dat elend gestaat, die aan zich stolz zijn. Hij heeft kennis van troon gestaat, en die te eeren gebracht, die leeg stonden. Hij heeft de hunger gegouden toekomen laten, aber de rijke met laat geheng was geschickt. Hij heeft zijn knecht Israël en volgt immer met zijn volk, met Abraham en zijn nakomen, zoals heute onze voeders gezegd heeft. En Maria blijft bij Elisabeth ongeveer 3 maanden en ging weer aan het huis. Al die dingen wat im Karten in Maria ihr Leben gepasseerd werden, drijven ihre Seil zum Gott loben. Zij kunnen het nog niet alle begrijpen, oder verstehen, wat zij alles nog moet op zich hebben, aber zij wist dat Gott wir er nu aan. Zij, een geringe dienst met jou, wordt de grote opgave hebben, den Messias op te trekken. De mensen können dort im Moment noch nicht glauben, was sie wirklich für eine Aufgabe hat. Aber wird für Generationen für Erden gehorsam im Glauben gelobt worden. Und Gott hat wirklich was Großes an ihr getan. Jesus wird nicht nur reiche, ungeseinende Eltern geboren, aber nur eine geringe Dienstmehl, was ein Haltarbeiter aufgetritt wird. Für die hoch ungeseinende ist Jesus zu gering. Aber für die arme, doelgeslaune, ist hij aus Ertreuster gekommen. Hij heeft een metvallen met alle die hem fürchten. Hij dreht het Weltsystem ganz heftig op. En heeft die, wat im Elend sind, en zat darauf, die hoog op ihre Königsthrones zaten. Die, wat arm sind, wat hij gouden toe komen laten, aber de rijke worden met laadje hingweg kunnen maken. Die arme weten Gott, dat zij zijn aan een rare beneidigt. En als Jezus zijn Mensch worden, is dat grootste geschenk wat zij krijgen kunnen. Wanneer Maria ook maar arm werd, had zij nu God zijn genoeg beleefd. En dat wir in groter rijkdom als alle rijkdom in de wereld, God had haar te eeren gebracht, en dat kon de wereld haar niet wegnemen. Die Freude, wat zij in ihr Hart hat, ging nicht mit Geld zu kaufen, in der Welt mit all ihrer Macht und Pracht können er dort nicht wegnehmen. Aber warum ist dort ein wichtiger Punkt, dass Jesus erst für die Armen gekommen und nicht für die Reichen? Die Armen stunden dort auf Bild, dass sie an den Rade beneidigt sind. Sie haben keine Hoffnung in ihre eigene Kraft. Der Reiche aber, glauben, sie können sich die Seligkeit selbst verdienen. Sie sind dort gewarnt, dass wenn sie was wollen, dann fangen sie einen Weg dort zu tun. Wo würde es dann anders sein? Was immer Gott von ihnen verlangen können, dort würden sie dann tun und sich seinen Gefallen an ihnen verdienen. Menschen, die nicht beneidigt sind, haben eine schwere Zeit, genug zu verstehen. Eine Person, die weiß, dass ohne genug ist, die verloren. En die dan genoeg beleeft, heeft een vrijheid, wat allmählich te beschrijven wordt. En uit zichzelf wird dat allmählich, aber weil Gott an genoeg beweist, ist die vrijheid mählich. Uit onze eigene Kraft ist die Weihnachtsvrijheid eine allmähliche Vrijheid. Aber durch die Gnade Gottes ist die für allem zu haben, die ihre eigene Armut erseinen und unarmt bleiben. Wer diese Weihnachtsfried, dass Jesus Christus der Messias ist, gekommen am Sinne zu raten, in ihr Hort belebt hat, wird auch mit Maria ihr Leuten mitsingen. Meine Seele luft im Herrn und mein Jes freut sich in Gott, meinen Heiland. Er hat mich, seine geringe Dienstmejal oder Dienstjung, nicht vergeten. Der Allmächtige hat große Dinge an mir getan und sein Namen ist heilig. Wo fallen wir uns diese Weihnachten? Fallen wir uns, als wann unsere Abgabe, was wir haben, allmählich ist? Fallen wir uns hoffnungslos in unser Leben?
Die wordt Weihnachten in een Krankenhuis toebrengen. Wo ist ihre Friede? Oder die wordt alles haben verloren oder verluten muss, wegens Ari in ihr Land oder ihr Haus. Es dort möglich, dass sie keine Friede haben. In Vers 50, du schrift dort, hij wordt immer mit die metvallen, die am fürchten. Maria kon ihre Abruf auch nicht verstehen. Verehrt zu sein, wird es allmählich, aber sie heeft sich Hand für Gott. Sie glaubt den Engel, wenn der sagt, bei Gott ist kein Ding allmählich, dort bei Gott wirklich kein Ding allmählich wird. Ihre Antwort auf ihre Abruf wird, ich sie hier den Herrn zu dienen, laut mit mir worden, was du gesagt hast. Wenn wir geworden so eine Einstellung haben, dann können wir uns darauf verlassen, dass Gott wird mit uns sein. Ein Namen, was die Bibel Jesus auch noch nennt, der ist Immanuel. In Matthäus 1,23 schrift dort, kijk je mal, eine Milliarde wird schwanger sein und wird ihn in die Welt bringen. Den werden sie Immanuel nennen, dort meint Gott mit uns. Wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus haben, dann haben wir am Immanuel, Gott mit uns, in all unsere Abgaben. Wir werden dort finden, dass du ein großer Segen ist, im Vertrauen Gott nur zu folgen. Zacharias und Elisabeth haben sich für so viele Jahre Kinder gewünscht. Und dort all ganz abgegeben, was Gott einen Tag so einen großen Segen gibt, dass Zacharias Teil dort für allmählich. Sind deine Umstände anders, als was du dir das gewünscht hast für diese Weihnachten? Hast du auch an deinen Herzenswunsch abgegeben, so Zacharias und Elisabeth? Dort können sein, dass Gott hat noch einen Segen für die, was die Wunsch für allmählich teilen. Aber, wenn wir das auch Gott übergeben, in unsere Umstände vertrauen, dann können wir uns auf sein Versprechen halten, dass Immanuel ist mit uns. Wenn dort diese Utzeit für uns, wo wir den Segen von Immanuel, dort Gott mit uns ist, erfahren. Weil uns Hunger wird sein, nur Gott sein Willen zu tun, wo wir die Welt von Vers 53 auch beleben. Er hat die hungrige Gaude taukommen lassen, aber der Ricke mit Ladje hinweggeschickt. Wenn wir glauben, wir können alles selbst tun, da wo wir mit Ladje hinmachen weggehen. Aber wenn wir einen Hunger nur Gott haben in unserer Not, dann wird er uns Gaude taukommen lassen. Du hast keine Freude, was gerade erst steht. Wenn wir dort erst sein, dort wir für unsere Sünden müssen verloren gehen. Und dort allmählich wird dort wir in unseren alten Zustand Gott gefallen können. Doch Gott uns dann unsere Sünden verjährt, durch den Glauben an Jesus Christus, ist eine Freude, was allmählich zu berichten geht. Kannst du diese Freude? Wenn nicht, dann wünsche ich mir, dass du das Weihnachtsgeschenk auch magst erfahren. Dass Jesus ist gekommen, uns von unseren Sünden zu retten. Jesus Christus, nur folgen, ist nicht einmal leicht, aber er ist mit uns. Die Freude, die die Welt uns anbietet, ist nicht gegen die Freude, die Gott uns gibt. Wir werden nicht vergessen, Gott zu loben, für was er für uns zu tun hat. Er ist gekommen, uns von unserer Sündenkrankheit zu heilen und uns eine Freiheit zu geben, die uns keiner wahrnehmen kann. Und das ist die Botschaft in der Serien von Weihnachten. Dort Gott wird ein Menschenkind, dort Menschen können ein Gotteskind werden. Ich will zum Schluss noch Psalm 103, Versen 1 bis 5 lesen. In der Überschrift von diesem Psalm schrift dort große Dankgebet. So Psalm 103, Versen 1 bis 5, du sagst dort, ein von David seine Psalmen, lob dem Herrn, o meine Seele, und mit allem, was ich sehe, lob seinen heiligen Namen. Lob den Herrn, meine Seele, und verjagt nicht, was er die Gutes getan hat. Die all deine Sünden verjagt und all deine Krankheiten heilt. Die dein Leben vom verdorben Raten mit Genut und Mitleid schreint. Die dein Verlangen mit Gutes zufrieden stellt, solange du lebst, dort die wahre jung und stark warst, als ein Udlam. Wir wollen noch einmal beten.
Herr, mocht doch wirklich so sein, dass wir die, Immanuel, Gott mit uns, diese Weihnachten beleben wollen. Sie mit den Armen, den Kranken, all die, die einen Hunger nur die haben, und letztendlich Gott kommen. Verhalb uns alle, dass wir die mit Vertrauen nur folgen, dass wir dort leben, dass wir die erst nicht allmählich. Verhalb uns auch, dass wir die uns Leben ganz übergeben und sagen können, ich sehe hier die zu deinen. Laut mit mir worden, was du gesagt hast. Dort ist ein Sehen der Abgabe folgen, was du für uns hast. Und du hast keine größere Freiheit, als in Gemeinschaft mit dir zu leben. Wir loben dich, Jesus, für das Gute, was du für uns getan hast. Willst du ein Menschenkind werden, können wir ein Gotteskind werden. Amen.